Freunde, die Abenteuer gehen weiter bei Pokémon Legenden Arceus und das Lilieb oder was auch immer das gerade für ein Viech. Nein, Lilminip, Entschuldigung, ich weiß es immer, beziehungsweise ich spreche es immer falsch aus. Ist gerade geflohen. Forschungslevel, sollen wir noch ein bisschen was machen? Kleine Exemplare gefangen. Wir können es mal noch testen, bevor wir uns dann darauf machen, oder versuchen, je nachdem, ob wir mal unser Tanupto entwickeln, sollen, würde ich gerade sagen. Läuft gerade erstaunlich gut und erschreckend gut, muss ich mal sagen. Okay, Freunde, es ist so. Ich habe mich offscreen kurz informiert, wie das Ganze ist bezüglich der Quest, wo wir mit Ursalunas Hilfe eine vermisste Person suchen müssen. Es ist relativ simpel. Wenn ich von hier aus starte, finden wir diese Person relativ fix. Deswegen werden wir uns später hier hinbegeben und danach suchen. Jetzt erst einmal möchte ich eben Tanupto entwickeln, beziehungsweise Igelava zu Tanupto entwickeln. Soll ja eine neue Form kriegen, eine Hisui-Form. Und dann machen wir uns hier unten auf. Keine Ahnung, ob es genau hier ist oder hier. Auf alle Fälle gibt es hier unten irgendwo Schelasts. Wilde Schelasts, und ich hätte gerne ein Shell-Terror im Team. Ja, ein Sinnoh-Starter. Weil vor allem die Kombination Pflanze, Boden, denke ich mal, ist für unser Team sehr, sehr vom Vorteil. So, jetzt aber erst einmal los geht's mit Igelava. Glückwunsch, Igelava hat sich zu einem gechillten Tanupto entwickelt. Tanupto hat eine neue Attacke zur Verfügung. Ja. Das betrifft alle Hisui-Starter, sprich Feurigel, Bautz und der Otaro haben alle eine neue Endform und auch neue Typen. Und dann natürlich vor allem bei Tanupto, aber auch bei Admurai. Hilfe, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Kloß im Hals. Ist natürlich sehr ein Vorteil, weil die beiden haben generell nur einen Typus. Also bei denen fehlt der Dualtyp und ja, Tanupto oder Hisui Tanupto hat den zwei Typen Geist. Okay. Dann hat sich die Frage nach dem Nebulak, also mal dachte, ja, können wir ins Team nehmen, weil es krass hohe Spezialangriffswerte hat. Fürs erste Mal erledigt. Okay, wie sehen die Werte aus? Alter, Spezialangriff, ey. Initiative, okay, Defense-Werte sind auch ein bisschen gestiegen. Spezialangriff, Initiative, alter Schwede. Gut, dann mal gucken. Tanupto, was hast du für neue Moves gelernt? Bürde, eine Attacke, bei der dann das Ziel bedrängt. Doppelverschlagen mit einem Statusproblem. Okay. Ja, natürlich sind das jetzt nach und nach auch mehr Spezialmoves lernen würde, beziehungsweise mehr Geist-Moves lernen würde. Schnell Attacke. Da kommt schnell noch hinzu. Ich glaube, ich schicke mal einen Ruckzuck-Hieb raus. Wird Walz aber aktuell noch drin lassen. So. Tanupto, yeah. War nicht gerade irgendwo Nebulak? Okay, was? Ja, da vorne, ich hab's ja gesehen, aber war gerade verwirrt vom Pokédex-Eintrag, WTF. Exemplare gefangen von Phantomparade. Ah ja, da habe ich auch gehört, also jedes der Hisui-Endformen, der 3 Starter, eine neue Exklusivattacke hat, die sie dann halt aber halt erst mit der Zeit und so einsetzen können. Ist klar. Was mir jetzt gerade mehr gewundert hat, Vollregel ist klar, das ist Stufe 10. Mhm. Ich soll das noch entwickelt haben. Hä? Warum 2? Oder ist es jetzt, weil einerseits Vollregel zu Igelava wurde, das hat als einmal gezählt und dann noch jetzt gerade das zweite Mal.
Hat bisher erst einige Lava. Macht sonst keinen Sinn, weil die sind gar nicht hier beheimatet in der Hisui-Region. So. Wenn wir gucken. Was Hisui Tornato so drauf hat. Das sieht aber krass aussehen mit den Flammen. Alter, kann man so machen. Ein bisschen verträumt wirkt es zwar. Aber jetzt finde ich zumindest, dass es weiblich ist. Passt sehr gut, muss ich zugeben. So. Man hat irgendwo hier noch ein Parasek. Wo? Parasek, hä? Ah, da. So, Bürde, habe ich auch schon Kraft und Tempo drauf. Ich soll irgendwie mal noch eine Tempo-Attacke einsetzen, wa? Hieß es gerade im Pokédex-Eintrag. Haha, ist ein geiles Pokémon, normale Attacken wirken nicht mehr. Alter, das ist geil, Freunde. Wir haben einen Starter, bei dem solche Moves nicht mehr wirken. Das ist natürlich auch ein bisschen imbar, muss man zugeben. Aber hey, shit happens. So, Damiaplex, genau. Das nächste, was er gerne entwickeln möchte, dafür braucht er noch ein paar Pokémon. Wir haben gerade scheiß Wetter in-game. Entschuldigung. Um Damiaplexe zu entwickeln, das hatten wir schon mal das Thema. Dass wir mal ein paar Tempotechniken einsetzen können. Was gerade eher ein bisschen schwierig ist. Da könnte ein Georock rauskommen oder ein Kleinstein, je nachdem. Ein Kleinstein. So. Dann also hier Tempo. Wie oft wir es noch einsetzen müssen, aber keine Ahnung. Alter. Mal voll erwischt. Ein paar Mal war es schon, wa? Zumal wir nur insgesamt 10 AP drauf haben. Und da wird noch ein bisschen dauern, bis wir vermutlich die Entwicklung von Damiaplex sehen können. Hä? Schon wieder? Einerseits sehen die mich ständig, andererseits höre ich auch ständig Geräusche. Ist ein bisschen creepy gerade. So. Hat irgendwie Janma schon mal gefangen? Nur jetzt so, dass ich den Pokédex-Antrag nicht ziehen kann, wa? Da geht's doch. Okay, ja, haben wir auch noch nie gemacht, krass. Stoßveränderungen. Naja, egal. Also gerne machen, genau. Tempo. Ich wollte dann ganz kurz gucken, ob wir irgendwie was im Pokédex haben. Bei so natürlich ein bisschen schwierig. So. Jetzt haben wir den Move mit Damiaplex ein paar Mal gemacht. Wir haben keine AP mehr. Da können wir die noch ganz kurz für S erhöhen wiederum. Wäre natürlich schön, wenn das gehen würde. Top-Beleber sparen wir uns auf. Leistungssand setze ich mal ein bei Xantor. Ein bisschen mehr Power im Angriff. Oh yes. Der wird sich freuen. Habe ich irgendeine Beere dabei, die gut wäre für die AP?
Ah. Sehr gut. Weil das eine Beere dabei hatte, das wusste ich noch, aber ich wusste nicht mehr welche. Okay, auf einem guten Weg, kann man so zugeben. Hallo Jammer. Oh, ein Georock. Okay, ist natürlich ein bisschen stärker, das heißt, er macht den Move hier nur einmal und nachher direkt Energieball. Aus nächster Nähe muss ein kritischer Treffer sein, ganz ehrlich. Damiplex kann sich aber noch nicht entwickeln. Ihm noch nicht, besser gesagt. Glanzstein normalen bekommen. Okay, nee, Entschuldigung. Leistungssand. Noch jetzt die Initiative. Sehr schön. Dann. Gucken, ob wir irgendwas Geiles noch gerade herstellen können, außer Tränke. Offenbar geht es mit Tränken. Ich habe 10 Tränke, 10 Supertränke, keine Hypertränke. Also ehrlich, momentan bringt es mir gar nicht so viel, wenn ich... Oh, Knallmus brauche ich noch. Bringt es mir jetzt nicht so viel, wenn ich jetzt Hypertränke einsetze. Stimmt, Aprikoko aber gar nicht dabei, war. Da haben wir natürlich auf. Ohne Aprikoko natürlich keine Chance, um da was herzustellen. Mir fehlt eine Minimap, Freunde. Minimap hier ist eigentlich rudimentär. Kakian mega, hey. So. Bin gespannt, wie oft ich eigentlich noch Tempotechnik bei ihrer Stoß bei Damiplex einsetzen muss, bevor es entwickeln kann. Weil ich habe echt keinen Plan. Naja, so Entwicklung möglich steht nicht. Also denke ich jetzt mal, muss ich noch ein bisschen häufiger einsetzen. Moment, Axantor. Ist schon verdammt hoch. Mit Tornupto könnte man es riskieren. In der Hoffnung, dass es irgendwie mit Normalattacken versucht anzugreifen. Willst du mich verarschen? Ey, da ist doch Beschiss. Wieso hat der Knirscher drauf? Wo soll ich denn so etwas wissen? Nee, lass mal. Bock auf die Scheiße. Naja, kann zumindest mal einen Doppelleben einsetzen. Mann! Dass die immer Attacken drauf haben, die natürlich genau effektiv sind. Was sind du da oben? Da unten. Selber schuld, Alter. Ups, nein, das Falsche. Ich wollte Tempo, nicht Kraft. Gut, dafür ist jetzt so schwer, dass er eigentlich fangen könnte.
Dafür ist also das Wetter wieder beruhigt. Sehr gut. Wisst ihr, was ich mich auch frage? Was? Barrierestoß gesehen? Ne, da hatten wir schon ein paar Mal, Kumpel. Aber okay. Was ich mich gerade gefragt habe, wie können überhaupt die Pokémon irgendwie zurück ins Lager geschickt werden? Die neuen, die ich fange. Da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie das funktionieren soll. So. Dann von der Map her. Ja, ich habe es irgendwie hier eingezeichnet, dass irgendwie hier Gelast sein soll, aber es stimmt gar nicht. Da habe ich irgendwie was falsch gemacht, weil eigentlich ist es weiter unten. Ja, natürlich, komm. Wow. Sag mal. Wie das einfach nicht funktioniert, egal. So, jetzt noch schön Erfahrungspunkt. Ein Zerrpilz. Ich habe gerade angegriffen, ist mir aber gerade egal. Ja, komm. So, irgendwo hier hinten. Genau da vorne, seht ihr es? Vorne ist ein Schilast. Meine Tasche ist voll. Ist mir scheißegal. Nein, eigentlich ist es nicht. Zerrpilze wären nett, aber egal. Da vorne ist ein Schilast, Freunde, und das holen wir uns. Da kann ein Schilker rein, krass. So, jetzt soll es mich ja nicht mehr sehen. Das einfach gar nicht funktioniert. Hä? Moment. Das müsste eigentlich funktionieren. So, wo sind die jetzt? So, jetzt aber. Alter Schwede. Ein Shaker rein auch noch. Okay, so schnell kann es gehen. Ich glaube, die Chance, beziehungsweise es gibt da eine Chance, dass hier auch noch, was ist das für ein Hügel? Dass hier auch noch ein Ding wäre. Sheltera, quasi ein Boss Sheltera. Und so schnell spawnen sie nach. Ist einfach null funktioniert mittlerweile. So.
Wo ist noch eins? Klang grad so, als wäre noch mal irgendwo eins. Na egal. Da müssen wir einfach nur lang genug warten. Naja, gut. Also, Chilas wissen wir, da ist jetzt hier unten, also hier sehr weit unten, wieso ich jetzt ausgerechnet den Stempel hier hatte, keine Ahnung. Setzen wir mal hier hin. So. Können wir auch künftig hier mal, dass wir da welche neue brauchen auf dem Pokédex und so, diese dann mal farmen können. Also. Dann ist das soweit in Ordnung. Jetzt gehen wir zurück zur Basis. Denn wir haben noch die Quest offen, Freunde, nicht vergessen. Pokémon wechseln möchtest. Nee, das nicht direkt, aber... Was? Ja, komm schon. Lagerkiste, das schon eher. Ganz kurz nochmal neu sortieren. Da kann natürlich auch komplett rein. Weil da bringt jetzt gar nichts, dass der hier ist. Genauso wie die Dinger. So, was haben wir da noch alles? Königsblatt, kann auch mal weg. Aus dem kann ich wieder einen Köder machen. Ätherkraut, Vitalknospe halte ich mal noch. Was haben wir hier noch Schönes? Rauchkugel, war gar nicht mal so unpraktisch. Eisköder, Lehmball. Und die AP auffüllen ist cool. Der kann auch weg. So eine AP auf. Und da kommen 10 Punkte auf. Schicken wir auch mal weg. So. Wärmer sortieren. Perfekt. Wir haben zur Lagerkiste und jetzt bei ihm hier. Nein, ich kann lieber verkaufen, wenn ich ehrlich sein soll. Die beiden ganz gerne noch. Dankeschön. Ausruhen. Ja, nur kurz. Reicht schon. So, perfekt. Ich muss noch richtig auswählen. So, und hier ist es wirklich so, wenn wir jetzt... Wir sind hier. Ja gut, das Item irgendwo da oben. Also so, wenn ich irgendwie hier durchging, dann war es plötzlich irgendwann blau. Oh. Hallo? Switch mal. Nein! Was machst du da? Oh, um Gottes Willen, ey. Wieso habe ich überhaupt so ein Pokémon sowieso nicht so weit galoppieren kann? Ah, endlich. So. Ja, irgendwie da runter muss ich. Oh, Eisenbrocken, ja super. Also, jetzt langsam mal blau bei dir, Ursaring. Ursaluna, Entschuldigung. Warte mal. Doch, das stimmt ja. Hä? Haben wir jetzt mal gar nicht angezeigt. Ah, jetzt blau. Ja, super. Okay, es dauert leider ein bisschen, bis Ursa Lune darauf reagiert. Zum Glück ist es nicht wasserscheu. Und da hätten wir sie, Freunde. Hoffe zumindest.
Ein Mensch, was für ein Glück. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich alleine war. Ich habe noch einen verlaufen. Dort lang, ich danke dir. Tschüss. Entschuldigung gesagt, auf die andere Seite. Hallo. Oh je, ja, aber das ist ja der richtige Weg. Mhm. Sehr gut. Dann hätten wir das, Freunde. Eine weitere Sidequest, die damit erledigt wäre. Ganz kurz sortieren alles. Perfekt. So, dann mit den Quests selber. Geisterlichter. Mhm. Das Ding haben wir jetzt, das Viech. Roselia, den müssen wir noch machen. Mir zu helfen, haben wir noch nicht gemacht, ihn mit dir gequatscht, okay. Stimmt, den hat er hier verloren. Da ist natürlich jetzt auch die Frage. Ursaluna, kannst du da bereits helfen, oder? Sehr gut. Das Hypo-Dingsbums da ist da vorne, das wissen wir. Irgendwo da in der Mitte ist das Vieh. Da ist es. Ja, danke schön. Cooler Move, Alter. Ist das irgendwie auch blau markiert oder so? Das Hypo ist ja hier. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Ist ja wie mit dem Pokémon, ey. Ganz schlimm mit denen. Das ist ein Untereis. Hä? Soll er jetzt ernsthaft hier nach dem Ding suchen? Und abgesoffen. Das ist aber nicht das andere. Das Alpha. Los! Damm hier! Plex! Im Sumpf. Oh Mann, Freunde. Ob das gut ausgehen wird, das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Bis dahin, ciao zusammen.